ersten Mal im Dezember, 11 Monate später, ein neues Brot. Ich habe jetzt Startermehl und Wasser hier drin, lasse zum ersten Mal 30 Minuten sitzen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und schau, wie wenig der klebt. Das ist perfekt. So sieht der gut aus und wir lassen 30 Minuten ruhen. Gut, das ist die Zeit für die ersten Stretch and Folds. Ich nehme zum Lösen vom Rand immer so einen Teigform. Stretch and Fold. Stretch and Fold. Wieder zudecken. Wieder 30 Minuten warten. Weiter geht's. Stretch and Fold. Stretch and Fold. Und 30 Minuten warten. Eine halbe Stunde ist um und ich bin aber mitten im Nägel machen, darum habe ich jetzt Assistenz für Coil Folds. Du musst von beiden Seiten so greifen, nachher auflüpfen und wenn sich der Teig ganz gelöst hat, musst du so reinschlagen. Yeah! Jetzt müssen wir so rotieren und jetzt haben wir das Gleiche von dieser Seite. So die eine Seite so und nachher so die andere so. Nachher so die eine Seite so und nachher die andere so wieder überschlagen. Also du zuerst auf diese Seite reinschlagen. Yeah. Und jetzt yeah. Perfekt. Wieder eine halbe Stunde vergangen. Nächste Stretch and Folds. Perfekt. Yay. Letzte Runde Coil and Folds. Allein ist das eigentlich noch recht schwierig. Und jetzt muss man den Ruhe lassen, bis er sich verdoppelt hat. Und dass man das ein bisschen besser sieht, nehme ich hier ein Stückchen Teig. Jetzt tun wir das hier rein. Wenn der Teil sich verdoppelt hat, hat sich der grosse Teil von meinem Teig auch verdoppelt. So, der nächste. Wow, ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass er so fest aufgeht. Ich habe das Gefühl, irgendetwas läuft mit dem nicht so ganz rund. Boah, er ist mega nass. Ja, no? Wir ziehen jetzt mal ein Rechteck. Dann. Wow. Ich bin gespannt, ob das etwas wird. Satt aufrollen. Da noch eine schöne Kugel draus. Jetzt tun wir das Tüchlein hier drin. Reismehl drin streuen, dass es nachher hoffentlich nicht so fest klebt. Kopf über so rein. Und jetzt noch mal ein bisschen aufgehen. Schauen, was der hier macht. Schau den Refladen an. What the flipper. Was ist das für einen? Vielleicht wird trotzdem etwas Gutes draus. Ja, jetzt nach 25 Minuten ist er weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, so viel Hoffnung fürs Brot habe ich jetzt auch nicht mehr. Es ist recht flach, ein bisschen verknittert. Ich schneide es dann später mal auf. Ich glaube, das ist nichts geworden. Perfekt. Ich habe noch Oliven drin. Einen guten.